Waagvisa. Welkom to het programma Waagvisa. We vrij ons dat u en je schuld hebt. Die fijne rijdt. Laat dat nu voor 15 minuten rollen. Zolang ons deze speciaal het we worden wel wat interessant aan leren. So, vrij me dat u en je schuld hebt. So, vandaag hebben we Edward Giesbrecht erbij. En we willen over racismus reden. Over racismus? Ja, dat is een groot woord. En ik weet niet, Edward, hast du die gedanken gemaakt wat dat woord bedoelt? Wanneer ik zo darüber nadenk, dan is dat een beetje dat eine soort mensen, wat eine soort cultuur hebben, en eine soort huidfarbe, en eine soort uitzien, die checken erop, oder checken anders naar die mensen wat anders uitzien, oder anders zijn. Ik weet niet wat dat aan zich vers is tot zijn. Ik glaube, bei uns plottische Menschen ist das vielleicht von clean on, besonders weil wir hier in Südamerika abgewachsen sind, ist das sehr von clean on, habe ich immer das, wir sind die lichte Menschen nicht so, wenn wir dort einfach mal mit Namen nennen. Und wir sagen, die Menschen, die nicht plottisch können, das wären die dunkleren Menschen. Bei uns in Paraguay, wo ich dort abwachsen bin, und hier in Bolivien, wo ich nu wohne, und ein paar andere Länder. So, das ist nicht alle, wenn ich über rein auf der Welt, aber heb me van clean up met dit gedanke gemerkt, wenn wie in dat afwassen daar niet zo. Ramans weer die ganze tijd mensen wat onderschreden, onderstacht en onderschweren, als wie in onze heimthuis wären. So dat wie men niet wie, dus du sagst, die wat wie op dit een Welt wonen in Südamerika, nee? Dat is dus du sagst, wie wassen met dit op en dat geeft dus een fijne joke, een fijne wits wat het passen deed, waar ik laatst eenmaal hier, waarom zijn we men niet hier? Dat is een wits, ja. Maar dat je in Turam eenmaal dat de Meliten weer als de term van Babel gebuut wordt, dan weer de gans boe. Han toen zei gebuut. Ja, en als dat dan is de spreken alle rechtnander rand, dan wat die wat ongewieren, hadden die al geen land meer. So, du weinst, sind die alle weer op de wereld. So, aber dat, das joke, die vertaal, en werkelijk is dat een ziemlich racistische joke, nee? Ja. Weet wie stelden ons nu ganz boeren aan, ook plus een joke, maar wie stelden ons boeren aan, dat we de buurs werden, we brukten niet naptazen, nee? Ja. Ik weet niet wat du gedacht hast, maar zo wordt wat vielleicht een joke zijn, wat vielleicht al met uitwijst dat we vaak racistisch zijn. Dat we volken ze denken, we hebben een beetje meer, oder zijn een beetje meer, ja. Ja, ich glaube, das drückt wie nicht verlieren, dass sehr viel von uns mit plotischen Menschen, wenn es wo echt abgewachsen wir das ganz normale denken, dass wir würde das nicht sein, aber wir dachten, dass wir mehr wird wäre als die ewige Menschen Ramans und wir würden auch Menschen Ramans behandeln. Und ich sehe mit Anja was, einmal ohne dass man das möchte, ohne dass man das will. Weiß man, der andere Mensch, die über die ganze Zeit, naja, ich sehe nicht besser klick als die, ich sehe mehr wird als du, und ich würde gleich, dass du vielleicht ein bisschen Aufstand von mir holen, aber ich würde das beweisen, dass ich meinen Platz oder so, und krieg so ein Step. Ich habe viel Zeit von meinem Leben die Bibel gelesen, als wenn ich in Jüd wie der ewige alles der Herde, das wäre alles das Schlechte. En waar ik op eenmaal aan dat ik weer bij een Jud. Ik weer krijg zijn geweldige head als alle eeuwen. So, was willst du nu von der Bibel her sein? Wie hat die Geschichte, wo Jesus zu der samaritische Frau sagt, ja, dass er der Messias ist und dass er vor allem gekommen ist? Erst für die Juden, aber dann auch für die anderen. So, das ist für uns alle, nicht? Und wenn wir von der Perspektive, also was findest du wieder in der Bibel? Bueno, wenn wir checken in der Bibel vom Alten Testament, weil du hast Gott, weil das jüdische Volk aus der Welt, das Lothar in diesem Volk der Messias wird rauskommen. Aber als von Anfang an sagt, das jüdische Volk, das Volk, dass sie sollen auch für die ewige Menschen alle ein Sehen sein. Sie sollen sich nicht so glauben, dass sie die Einzigen sind. Sogar im Tempel, du wir einen Platz, wo die ewige Menschen anbeten können. So dass Gott hat das von immer reingehört, dass wir alle sollen kennen, nur Gott kommen können, auch wann er das jüdische Volk gewählt hat. So im Neuen Testament dann wird Jesus über ganz drastisch sein, dass er vor allem gestorben hat
Und er bewies das zum Beispiel, als er mit der samaritischen Frau redet, dort wir sozusagen eine große Sinn für die Zeit, wo Jesus durch die Sinn soll, niemals getan haben, nicht mal mit einer Frau reden, aber mit einem Samariter, dort wäre der leichteste aufgeschriebene Mensch. Und Jesus geht über eine Rede mit einer samaritischen Frau. Und so sagen wir auch in Kolosser 3, Vers 11, dort in Christus habe ich eine neue Natur. Und du jeft das nicht mehr so was als Jude, das jeft nicht mehr Grieche, nicht Beschnittene oder Unbeschnittene, nicht Skite, nicht Fremde und so weiter. Du sagst wie alle in Christus, du hast Christus alles in allem. So Christus ist nu alles in allem. Und er merkt an sozusagen überein. Als das nu dunkler, lichter, reiner, roter, was immer für Menschen sind, Jesus merkt, dass wir nu alle taub kommen können. Und wenn wir seine, als Jesus erst gestorben ist und im Himmel fordert, dann kommt der Heilige Jesus. Und dann fängt die erste Tag an. Und in dieser ersten Tag, du hast die Problem zwischen der heidnische und jüdische Weltfrühes. Die fangen sich an zu bekämpfen. Aber du warst eine Lösung gewählt, dass diese zwei Sorten Menschen, dass diese zwei Sorten Weltfrühes, sollen taupen eine Tag kennen. Und dort soll von der ersten Tag, glaube ich, Krieg nach so sein. Dort waren dort kämpft, dass wir zwischen zwei Kulturen anfangen, en even te komen dat we voets irgendwas in eine Gesellschaft, oder in eine Kirche, oder in eine Schule, oder in eine große Fabrik, oder was immer, dat we voets wat doen, omdat we waar het hoop schaffen kunnen. Ich glaube, doet jij wie veel van dir. Würde es nicht auch so sein, dass die Gemeinde da ganz besonders ein Beispiel für sein? Es ist eine Land, eine weltliche Regierung sozusagen, sind die Völkergruppen, die dafür kämpfen, dass sie dieselben Rechte haben als alle anderen. Wenn man sagt, bloß auch für ein Landesgesetz. Und wird wir nicht als Kirche oder als Gemeinde, als Christen da ein Beispiel sein und erster steht? Ja, ich glaube, wir sollen ein Beispiel sein. Ich war mal ein Beispiel, ich bin selbst ein Pastor von der Kirche. Und wir sind eine politische Kirche, aber wir laden alle Sprachen an. Und wir haben hier, wir sind in Bolivien, wir haben jeden Sonntag viel Spanisch redende Menschen im Gottesdienst. Und wir freuen uns dafür. Was wir hier tun ist, wir übersetzen nur Spanisch, dass sie die Botschaft hier kennen. Und wir versuchen in jedem Gottesdienst zum Beispiel ein oder zwei spanische Lieder auch zu singen, wenn wir in ein spanisches Land sind. Plus laatst hat wir ein Talfast. Und du hast eine spanische Person, die sich in Stelzuträgen mit uns bekehrt hat. Und dann fragt er, darf ich mich in Juni-Tag Tafel lassen, man Juni Deutsche da? Und er ist ein ganz neuer Christ und er kennt uns noch nicht lange. Aber wir reden mit ihm sehr, ja, die kostet ihn so, die Tafel lassen. Wenn wir wollen eine Familie mit dir sein. Aber so leicht habe ich vielleicht ohne zu wählen, habe ich am Wort gewesen, dort wir sind, wie Plottische, wir sind Akkord und so weiter. Vielleicht haben wir am dort nicht gewesen, vielleicht haben wir dort plötzlich mit sich selbst gedacht, ich weiß das nicht. Aber er leitet sich Taufe, nun letzten Sonntag. Und ich freue mich sehr, dass wir können anfangen, diese Leib zu beweisen, dass diese Leib geraten ist aus meiner Sprache. Und vielmal, wo ich mich stalt, und ich mag das nicht, dass ich ein Pastor bin von der Kirche, wo verschiedenste Kulturen kommen. Ich war mein einen Stall mit der Offline, dass ich den Leib für den nächsten haben. Und das ist nicht eine leichte Sache. Das ist eine sehr schwere Sache. Ich kann lange nicht alle antworten. Das ist eine Sache, wo wir ständig an arbeiten müssen, weil ich mit jeder einmal merke, dass wir das sollen. Sehr interessant. Ich glaube, du hast ein paar Beispiele aus der Bibel ans ganz klar gewesen, weil dort ja, al damals wir, ja, dat voet van de eerste Zeit, al verschiedene Kulturen bijna werden. En ook dat einfach, en ik glaube, an ons tägliche Leben, wo einmal wir wohnen, dass wir einfach den Nächsten als Schöpfung Gottes ansehen. Nicht als jemand, der weniger als uns ist, sondern Gott hat dem Kreuz erlebt als mich. Dem hat er auch gemerkt. Und dass wir dem mit dem Respekt und der Ehrfurcht einfach auch begegnen, dem Nächsten. Nicht? En dat we ons daarmee in dem Sinn, wanneer we ons über hohe Hand, dat we ons dan daarmee en dat we dan einfach sagen, okay, wieder Hand zijn we alle gleich.
Wat ik moet nog zeggen, weil hier touw zoveel mal, en hier heb je nu ook van geredet, dat er veel mal racismus is van lichte mensen, nur donklere. Dat Beispiel wat we hier gebruikt hebben, mensen die Mennoniten, minister, plotische Mennoniten, meest alle lichte mensen zijn. Aber dat is niet de Fall unbedingt, dat het Amazon-Welt is. Dat ja, veel mal ook racismus, wo Rassismus is van een andere, van een donkere cultuur, wanneer ik dat mal zo zeggen, nur eine Licht. Und das ist eine Sache, die wir hier in Bolivien zum Beispiel auch ständig erfahren. Und das weiß, wie das sehr weiß, wenn ich als weniger behandelt war, wenn ich ein lichter Mensch sehe, oder wenn ich von Uitland komme, wenn ich von Paraguay sehe. Und aber sehr viel mal, oder mehrmals habe ich auch Sachen hier aus vorne Haus nur den Land, oder die hier nicht haben, oder so eine Sache. Und so eine Sache dann weiß. Und wenn ich mir nicht feststelle, dass ich vielleicht andere Menschen vielleicht nicht diese Wild gebracht haben, aber ich habe andere Menschen das Gefühl gegeben, was ich hier mal gekriegt habe in Bolivien. Und dann würde mir das sehr schön sein. Und ich glaube, ich kann mich anfangen bemühen, dass ich ein Bach merke, dass wir aus verschiedenen Kulturen taub kommen können, taub schaffen können. Und ich war auch die zweite Meal und die dritte Meal nach vorne, dass das schaffen wird. Und das ist möglich. Gut. Mooi bien. Vielen Dank, Edward, für deine Zeit und für diese Bedeutung und diesen Thema. Dankeschön, dass du dabei bist. Ich hoffe, dass hast du dir gelernt, diese letzten Minuten dabei zu sein. So dann für die Hände schaut das nächste Mal mein Programm Wachwieser.